I thought, are you Peplin? Drat! What a humdrum lad you are. Come again, if you please. Hört man mich jetzt? Es ist irgendein Wackelkontakt. Ordnung. Okay. So, live.
Hier. Live. Ja, jetzt müsste man mich hören, oder? Gut. Also ich habe hier halt dieses Mikrofon, das ich habe. Das ist, also, oder andersrum, mein Audio-Interface, das ich habe, verstärkt mein Mikrofon nicht genug. Und deswegen habe ich einen Verstärker noch mit dran gebastelt, so Fathead. Und der hat jetzt irgendwie so kleiner Wackelkontakt. Naja. Ach so, warte. Ne, zusammenrollen. Ich glaube, wir müssen jetzt 30 Sekunden warten oder so. Bis der Vogel kommt. Vielen Dank, Silver Lining 208. Ach, du kommst der. Wenn der bei jedem Flug so viel Federn verliert, ne? Sind dann irgendwann die Federn alle weg und er stürzt ab? Wenn wir jetzt quasi dann ja eh schon hier sind, dann können wir bei Gelegenheit hier auch nur noch wow, locker mache. Locker bleibe, Jungs. Hier ganz schön langsam. Herrgott, noch einmal. Dann können wir bei Gelegenheit hier auch noch die, ist auch jetzt noch mal so Bossgegner, den können wir dann bei der Gelegenheit auch machen. Aber alles klar, kriegen wir hin. Warm und weich. Das kann natürlich viel sein, ne? Warte, wir müssen das hier jetzt bei der Waffe, glaube ich, oder? Falsch Taste gedrückt. Nochmal. Noch weiter, weiter. Hier. Bitte. Ablegen. Okay. So, Nummer rein. Und dann müssten wir ja eigentlich ein Item bekommen. Ja, ja, macht locker. Genau, den Nebelring. Der ist ganz geil, weil der macht uns unsichtbar. Es gibt auch noch einen Ring, der uns lautlos macht, wo ich aber noch nicht so genau weiß, wo ich mal den herbekomme. Aber zumindest sind wir dann schon mal unsichtbar. So, und ich meine, hier wird... Oh, so habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Aber mit dem Gegner habe ich gerechnet. Ah. Der hält mehr aus als sein Kollege auf dem Anfang, ne? Ah! Ich hab gedacht, wäre schon vorbei. Alter, der kann den quasi einfach zu mir schicken. Damit habe ich nicht gerechnet.
Außerdem war irgendwie meine Hoffnung, dass wir schon ein bisschen mehr Schade machen, wie das bisschen hier. Wenn ich jetzt mal so ganz ehrlich bin. Weil das war ja schadenstechnisch schon sehr überschaubar jetzt, ne? Forre. Laden. Ne. Fortfahren. Mir müsste vielleicht auch Stärke noch ein bisschen weiter aufleveln, wenn ich ehrlich bin. Weil ich meine, ja, es ist zwar bei 40, glaube ich, so das Hardcap. Das ist Hardcap oder ist das Softcap? Also jedenfalls 30 war, glaube ich, das erste und dann 40 oder was das zweite. Wie hieß denn der im Anfangsgebiet eigentlich? Also jetzt der Bossgegner, den man eben hatte. Weiß ich jetzt gerade nämlich nicht. Du gab's noch mehr, ne? Du gab's noch irgendwie Black Knights oder sowas. Ja, genau. Ah, Stray Demon. Das heißt dann Stray auf Deutsch. Komm, das haben wir eben schon mal gesehen, das brauchen wir nicht nur sehen, oder? Wie sie alle so schön bereitwillig in mein Schwert drin gelockt sind, ne? Das war sehr zuvorkommend von denen. Ja, ich, genau. Lass mich bitte das Menü aufmachen. Danke. Ich muss mir mal angewöhnen, dass ich in Zukunft am Anfang quasi so den Monitor-Kanal aufmache, dass ich quasi meine Sound selbst höre. War noch weiter. Hier. Ablegen. Okeli dokeli. Beenden. Fortfahren. Vielleicht sollte man jetzt dann doch hier noch ein kurzer Speicherstand machen. Da haben wir nämlich eben einen Vogel mit dem Sprung. Und dann können wir jetzt hier Import machen und das Ding nennen wir jetzt machen wir Stray Demon. Wie schreibt man das mit A? Ja. Fortfahren. Man könnte natürlich jetzt auch noch irgendwie andere Rüstung oder so anziehen, aber nichts gibt's. Den müssen wir jetzt einmal so kaputt klatschen. Was ist denn hier eigentlich schadenstechnisch Gebot? F. Ach, das muss ich wieder rechnen, ne? 379. Ja gut, du machst schon mehr Schade, ne? Ah doch, wir haben einen Speicherstand gemacht. Ey, ich hab gesprungen! Ja. Gott sei Dank haben wir ein Safe Game hier, Leute. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gegen den noch nie in meinem Leben gekämpft. Also jetzt geht den im Anfangsgebiet natürlich schon, aber jetzt der hier. Weil ich wäre jetzt wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, nochmal zurück ins Anfangsgebiet zu gehen, geschweige dem, dass ich gewusst hätte, wie es geht.
Kriegen wir das hin, dass wir das auslöse und dann zurückspringe? Ah, genau. Oder so, dass wir jetzt erstmal die Kollege wegkriegen. Tschüss. So. Ach, nee, das kann ich vergessen. Ah ja, komm ey, ich bin kaum in den Tod gefallen. Dann kloppt der schon mit seiner Keule auf mich drauf. Ey, da könnte ich mich jetzt schon wieder aufregen, ne? Ich kann ja kaum aufstehen, dann fängt der schon wieder an, auf mich drauf zu schwaden, wie so bekloppt der. Hey, ich zieh gleich echt die Rüstung vom Havel an. Wobei, wenn ich die anziehe, ne, dann kriege ich auch mehr Fallschade. Das ist natürlich auch ein bisschen scheiße. Ja. Wow. Ich bräuchte halt theoretisch... Kann man vielleicht hier das Ganze ein bisschen umgehen? Geht das? Dass wir das einfach jetzt hier nur so ein bisschen umgehen und dass wir dann irgendwie auf anderem Wege dort runterkommen? Dann könnte man nämlich eine Fallschade abwenden. Das weiß ich aber tatsächlich nicht, ob das so ist oder nicht. Ich weiß aber auch nicht so genau. Also gut, wir gehen zuerst mal hier ins also weiter ins Anfangsgebiet. So, jetzt können wir das testen. Geil, ich weiß, wie wir schnell die Leiter runterkommen. Das freut mich. Ich weiß halt jetzt wirklich nicht, ob es hier noch irgendwelche Gegner gibt. Das ist Black Knight. Das ist Black Knight, ne? Boom! Ja, du guckst der dumm in die Wäsche. Tschüss. Black Knight Nummer 1, 3 Punkte mehr. Geil. So, hier ist aber in der Zelle ist jetzt so nichts mehr geboten, ne? Wieso dunkel? Nuff. So, und dann gehen wir jetzt links durch die Tür. Ja, wo kommt der her? Wer war denn das? Und wo kam der her? Ja, das wird mich jetzt schon ein bisschen überrascht, wenn ich ehrlich bin. So, dann ist hier ja quasi Shortcut, den wir irgendwann mal freigeschaltet haben, ne? Jetzt gut, dann, jo, keine Ahnung, hätten wir wahrscheinlich auch direkt können hier den normale Weg gehen, weil hier ist hier vielleicht noch Black Knight. Ah! Alter, hat der mich erschreckt alleweil. Geh fort. Ja klar, Schild kann man nicht parry. Wow, das war knapp, Junge. Nee, mach mit deinem Schwert. Das war schlecht. Das war besser. Tschüss. 3 Punkte mehr. No, Schlabbertrink, schnell her. Zack.
So. Ja, hier ist noch ein Leuchtfeuer. Und jetzt kommen wir hier wieder in die Arena, ne? Ja. Gut, dann können wir ja quasi wieder hier vorne über die Mauer gehen. Bevor wir zum Kollege wieder runterhüpfen, wenn wir jetzt hier kein anderer Weg runter finden. Aber es ist hier irgendwie... Oh. Weil irgendwie muss es jo... Also wenn ich dort runterfalle, dann muss ich ja irgendwie wieder hochkommen. Also muss ich ja irgendwie runterkommen. So theoretisch, oder? So, hier war auch noch so ein Kollege drin. Oh, 2. Kann mich irgendwie nur an... Ach, dann halt nicht. Kann mich irgendwie nur an Enne erinnern eigentlich so. Naja, gut. Vielleicht ist das natürlich auch so... Ach, warte mal. Ich kann meine neue Geheimwaffe ausprobieren. Wartend. Das war's nicht. Wow, das war knapp. Geil. So, wahrscheinlich kann man die Tür nur von der anderen Seite aufmachen, ne? Und dann kommen wir wahrscheinlich, wenn wir den anderen gekämpft haben, kommen wir hier raus wieder. Könnte ich mir vorstellen. So, das wird aber im Umkehrschluss auch bedeuten, dass jetzt hier erstmal Schicht im Schacht ist. Und wir hier nicht runterspringen, weil wir sonst Schade nehmen. Und dann gehen wir halt hier, wie wir kommen sind, wieder runter. Und dann müssen wir das halt einfach wohl oder übel runterfallen lassen uns. Und auf dem Weg hoch müsste dann theoretisch noch der dritte Black Knight sein, oder? Ah ne, du gabst doch. Ah, sorry. Hab's X falsch gesetzt. So. Wo Black Knights Hammer. Dann mehr gibt's hier auch nicht. Jetzt gibt's nur noch ohne den komische. Wie hieß er? Starrender Dämon? Nee, aber so irgendwie, ne? So, neues Safe Game. Wir überschreiben jetzt einfach das alte, weil wir jetzt hier das Gebiet ja quasi geklärt haben, bis auf diesen Dämon. So, und was man jetzt natürlich noch machen könnte, wenn wir das noch haben, man könnte theoretisch noch Goldharz drauf machen auf die Klingen. Haben wir aber keins mehr, ne? Ah, doch, hier. Ey, da komme ich nicht drauf klar. Kannst du mich mal was trinken lassen jetzt? Ey, ich bin doch weggerollt. Wow. Ey, wie weit muss ich denn hier wegspringen? Ey, der... Ey, ich weiß auch nicht. Ich sehe hier nichts. Keine Ahnung, ey. Er hält aber auch viel zu viel aus. Der hält viel zu viel aus.
Also ich finde ja, dass das Verhältnis hier nicht stimmt. Also wenn man jetzt mal guckt, diese Black Knights, ne, 2 Schläge, fort waren sie. Eigentlich schon fast mit dem ersten Schlag. Und bei dem Kollege hier, also mache ich ja quasi gar keinen Schade. So, egal, nimm mehr Mutter Havelinho. Vielleicht macht das einen Unterschied. Wahrscheinlich nicht. Jetzt sehe ich wieder Haufen nix. Diese Scheiße, ey, diese dumme explodierende Dinger, ey, die gehen mir auf den Sack. Ey, ich habe auf Springe gedrückt, aber ich hatte keine Ausdauer mehr, glaube ich. Ja, mit der Havels Rüstung... wenn er mich trifft, nehme ich nicht so viel Schaden, ne? Aber diese komische rote Explosionsdinger... Keine Ahnung, was ich gegen die machen soll. Kann ich die vielleicht blocken? Wahrscheinlich aber nicht, oder? Wenn ich so das Schild hochmache? Vielleicht? Eventuell? Versuch macht schlau, ne? Ich weiß immer nicht, wann ich springen muss, weil der hier in der Luft schwebt immer. Im Grunde genommen muss man halt hinterm bleiben, ne? Dann geht's eigentlich. Wenn man hinterm bleibt, ist man eigentlich so relativ gut dabei. Was ist denn hier eigentlich so? Wo sind wir jetzt? Okay, warte mal. Gegner dürfte hier ja eigentlich keine mehr sein. Die haben ja eigentlich alle geklatscht, ne?
Teleportieren, Feuerband, Shrine. Ich glaube, wir sind schon bei so 30.000 für Level, ne? Also das wird für Level höchstwahrscheinlich nicht reichen. Ja, 2, 30, 6. Fast schon 32 Sübbe. Ja, bevor ich jetzt irgendwo runterspringe und dann Schaden nehme, ach, wenn es nur wenig ist, muss ja nicht sein. Können wir auch so ganz normal durchgehen. Wo ist denn hier der Durchgang? Hier. So, jetzt machen wir hier Safe Game. Das nennen wir irgendwie Eingang oder sowas. Import 03 Eingang. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wann wir am besten dieses Wunder-Dingsbums da nehmen. Boah. Wenn du so Claymore durch dich durchgeschwart wird. Das ist schon irgendwie geil, ey. Brutal. Ach, das ist noch so Wanderfluch. Geil. Hätte mir gar keine Kave brauche. Vielleicht gehen wir mal hier hin. Und nehmen jetzt, oder? Der Wanderfluch. Sollen wir den nur ausrüsten? Das sind wahrscheinlich sogar 2 Stück bekommen, ne? Hätten wir ja wirklich gar keinen kaufen müssen. Oh ja, da müssen wir jetzt nämlich auch ein bisschen aufpassen. Kann man nämlich auch nur irgendwann so relativ schnell hier, ne, so Abgang machen. Und ich kenne tatsächlich den Weg, den ich gehen muss, nicht so wirklich. Aber hier konnte man noch irgendwo... Ich sehe nichts. Man konnte hier noch so Items sich holen. Noch ein Wanderfluch. Na gut, jetzt haben wir aber echt genug von den Dingen. Man sieht hier halt auch wirklich nicht so richtig gut, ne? So, aber man muss, glaube ich, hier irgendwo die Treppe hoch. Ich meine, so richtig viel Schaden machen sie jetzt erstmal nicht. Mit einem Schlag sind sie fort. Das sind ja schon alles positive Nachrichten erstmal, ne? Aha, stark. Warum bewegt sich das Ding nicht? Gut, man muss natürlich sagen, wenn sie in Masse kommen, kann es schon nach Assi werden, ne? Noch ein Wanderfluch. Ja gut, dann brauchen wir aber wirklich keinen zu kaufen bei dem anderen Kollegen, ne? Also die 8000 Öcke können wir uns jetzt tatsächlich sparen. Ja ey, alle, macht schon mal locker.
Tschüss. Hör auf zu kreischen! Glaub's, hack. Ja, du könnt natürlich auch noch irgendwo so Fake-Wand sein, ne? Ist jetzt wieder die Frage. Ist das jetzt quasi der Gegner oder ist das nur so Nebelwand, die ins nächste Gebiet geht? Also das war in den danach folgenden Dark Souls schon geiler, dass du quasi gewusst hast, okay, jetzt kommt eine Nebelwand. Das bedeutet Bossgegner. Aber für Bossgegner wäre es eigentlich noch ein bisschen früh, finde ich. Aha. Das ist hier lang. Nix. Okay, hier geht's noch runter. Ist halt dunkel, ne? Nee, das heißt, ich glaube, da konnte man irgendwie drin und dann konnte man dort irgendwie noch so Wand kaputt machen oder so. Ah, scheinbar ist mein Wanderfluch aufgebraucht. Oder der ist halt aufgebraucht durch mein Raus- und Reintappe. Ey, ich hab den doch genommen! Ja, ey, wenn sie von zwei Seiten und der dreht sich bei jedem Schlag. Bup, 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 bup. Ah, mir hatte jo hier Safe Game gemacht an der Tür. Geil. Das kennen wir jo. Quasi wiederbelebe das Safe Game. Wie im Flipper war es eben. So. Aufmache. Vielleicht sollten wir hier auf den Wanderfluch gehen. Dann sehen wir jo, wenn der wieder farbig ist, kann ich ihn noch nehmen. Oder kann. Dann sollte ich ihn noch nehmen. War hier eben nicht Gegner? Hey, wo kommen die dann alle gar her jetzt? Kann ich nicht nehmen, dann lassen wir es. Was wäre das schon Sinn? Wahrscheinlich nur ein Wanderfluch. Alter! Wo kann man dann hier überall langlaufen? Das gibt's doch gar nicht. Jetzt wird ja so ein halbes Labyrinth. Ich meine, dieser Bogen. Kann ich jetzt bitte. Okay. Also hier geht's so erstmal noch nicht weiter. Konnte man jetzt aber doch hier irgendwo noch runtergehen, oder? Wie war denn das? Aber hier oben, waren wir hier oben schon? Dass wir hierher kommen?
Nee, hierher kommen sie mal nicht. Alter, was soll denn der für lange Kralle? Also theoretisch könnten wir jetzt hier rüber springen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das jetzt schon sinnvoll ist. Weil wir müssen jetzt zuerst irgend so Hebel benutzen, damit unten das Wasser abgelassen wird und wir uns dort unten vernünftig bewegen können, ne? Ja, geil, danke nicht. Hier unten waren wir auch noch nicht. Mhm. Ja. Ich weiß jetzt nicht so genau, wo wir hier weiter müssen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir dann nur zurückgehen in dieses Räumchen. Und dass wir dann dort irgendwo weitergehen, hä? Ne, hier rein. Hier hin um die Ecke. Kommen wir dann auch in den großen Raum. Fluchbesring. Wir müssen unbedingt auch auf diesen Wanderfluch ran, dass wenn der gleich weggeht, dass wir den dann direkt noch mal nehmen. Jetzt Wege. Und das sieht irgendwie noch Falle aus. Ob ich du jetzt gleich ohne durch die Boden breche? Nee. Hier könnt. Wow. Hier könnte man hoch theoretisch. Und hier, wo geht's dann hier lang? Ist du? Ja, da ist noch einer. Aber der ist das, ne, das ist nicht die Kurve, die wir eben gelaufen, ne? Aber hier könnte ich jetzt runter, aber ich gehe mal davon aus, dass wir dort eh schon lang gelaufen sind. So, jetzt war hier hinten war noch so Treppe. Es wäre nicht Öckige bedienen, ja gut. Verkehrt ist das nicht. Aber ist natürlich auch nicht viel. Gut, die ist jetzt auch nicht so schwer, die gehe ich schnell so per se. Was ist der? Den kann ich nicht anvisieren, hä? Will der mir was verkaufen? Well, this is a surprise. You have the look very impressive. I know exactly what you seek the Four King. This is the Four King's slumber. Use this key to break the seal. Oh, and do not the dark wraiths reside in a dark void. But the abyss is no place for all. Long ago, that if you can find him and learn from him. Hello, that the key to the sea. Gegenstand kaufen. Brauchen wir nicht. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, komm, dann lassen wir das. Was wird das? Wo ist dann jetzt dieser verfickte Hebel, um da unten das Wasser abzulassen? Das gibt's doch gar nicht, ihr Leute. Na ja gut, da unten waren wir auch schon, ne? Da hinten waren wir schon.
Udo, war die Tür mit verschlossen, aber der Schlüssel, den wir jetzt da haben, der öffnet die. Ja gut, ist auch hier. Ja, alles klar, hopp, passt. So, fort mit dem Wasser. Ich bin mir jetzt so gar nicht mehr so sicher, ob die Tür jetzt wirklich so wasserdicht abgedichtet war, also mit Gummilipp und so, dass du jetzt kein Wasserdurchgang wäre. Warte mal. Hier sind wir hergekommen, ne? War hier nicht irgendwo noch ein Hebel? Und jetzt kommt so Aufzuggefahr, oder wie ist das? Jo, ne? Ich gucke jetzt zuerst nochmal hier oben, da war hier noch? Ne, da war nichts, ne? Da war nur, glaube ich, so gebogen oder sowas. Ja gut, jetzt können wir hier quasi hier mit runterfahren. Und jetzt sind wir hier auf der unteren Ebene, genau, wo wir auch schon mal an diesem Ding gezogen haben, wo nichts passiert ist, glaube ich. Jetzt sind wir nämlich auch hinter den scheiß Drache. Sag mal, war da nicht eben ein Gegner? Ah. Das war nix. So viel drauf gehabt hat der jetzt nicht, ne? Bevor ich jetzt hier unten bei den Drache weitermache, würde ich hier mal kurz gucken wollen. Okay. Boom! Was es hier noch zu holen gibt. Also formulieren wir es mal so. Die Geschichte hier sieht jetzt tatsächlich nur Bossgegner aus. Das bedeutet, jetzt machen wir zuerst die Drache. So. Und die Drache, die machen wir jetzt easy peasy. Nur also erstmal Save Game. Import. Rename. 04 Nebeltür. Und du das Ding nennen wir 05 Drachen. So, ausrüsten. Jetzt gucken wir mal, wir haben hier noch einen Bogen gefunden. Was war das für einer? Kompositbogen. Hört sich jetzt erstmal geil an. Sieht man hier, aber hier sieht man nirgends, was wir brauchen, um den aufzuleveln, ne? Das ist halt ein bisschen blöd. So, jetzt nehmen wir hier unser Giftpfeile. Drei, 4, 5. Jetzt bräuchten wir den da hinten noch. Treffen wir den von da. So, jetzt müsste die eigentlich alle gar... Nee.
So, jetzt warten wir, bis die ein bisschen ausgegiftet sind. Dann kriegen die nochmal ein bisschen was ab. Und dann geht's weiter. Das ist eigentlich eine geile Taktik. Und eigentlich so hier durch Neu-Londo durch ist auch gar nicht so schwer. Wir müssen uns am Ende, wenn wir jetzt hier im Emo durch sind, müssen wir uns mal Gedanken machen, was für eine Reihenfolge wir die Gebiete machen. Und auch vielleicht, was für Sachen mir irgendwie links liegen lasse. Wo wir vielleicht eher so durchrennen. Gibt es hier ein Gebiet neu in New Anor Londo? Und falls ja, Catacombs, Lost Isalit, Crystal Cave, New Londo, Mass of Souls 1 und 2. Da habe ich halt keinen Plan, was das für Gegner sein sollen. Wie viel? 3. Ob das die Ähne sind, die so gekriechern? Drei, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt am besten ist mir warte, bis der Vorderer abgenibbelt ist, dass er nicht wieder hier reingeflitzt kommt. Als gäbe es keine Mäue mehr. Kann man das irgendwie googeln? Wie heißt der Kollege hier? Mass of Souls. Also und zwar New Anor Londo Mass of Souls. Nee, ich glaube, die habe ich noch nicht. Ah, so sieht er aus. Okay, nee, den habe ich schon nicht. Also formulieren wir es mal so. Eigentlich hätte ich das Ganze jetzt hier nicht machen müssen. Weil du gibst jetzt quasi nur einen Ring und den brauche ich nicht, weil der ist zwar geil, der ist aber für Leute, die das Spiel wirklich gut können und da gehöre ich definitiv nicht dazu. So, jetzt tun wir die Pfeile hier weg. Mache hier den Großpfeil rein. Oh, der hat ja schon eigentlich noch ordentlich Energie drauf, ne? Ich glaube, die Idee, da hatte man als die Keule rausgeholt, ne? Weil die ein bisschen mehr gezappt hat, aber ach. Ja, ich bin halt schon wieder ein bisschen ungeduldig jetzt, ne? Aber guck mal, ich bin jetzt wirklich nicht mehr weit weg, aber ich kann den nicht anklicken, also anvisieren. Naja, wir warten nur, bis er ausgedünstet ist und dann schauen wir mal weiter. Ich war übrigens, ich hatte dir gesagt, ich habe so ein Nackenproblem, jetzt war ich beim Einrenken, das ist jetzt schon deutlich besser.
Aber mal gucken, ob es jetzt ganz weg ist oder ob ich da nochmal hin muss. Das hat da wieder ganz schön gerumpelt, ey. Es wäre eigentlich cooler, wenn der runterzählen wird, wie viel Restenergie der noch hat, statt dass man sieht, wie viel Schade ich gemacht habe. So, hier ist nämlich ein Ring, der macht mehr Schade, wenn man weniger als, also irgendwie 50% mehr Schade, das ist schon ordentlich, wenn man weniger als 100 HP hat. Kann man das hier jetzt irgendwie hier lesen? Hier. Ne, verstärkt Angriff bei niedrigem TP. Gut, steht jetzt nicht dabei, aber ich meine, es sind 100 TP. Und das Risiko ist mir eindeutig zu groß. Per Job. Stark. Wie viel Energie hat der Kollege noch? Na ja, gut, überschaubar, ne? Jetzt geht er zurück, wo ich gerade wieder den Sprungattack machen wollte. Dummbatz. So, jetzt holen wir uns das Item hier. Die Items. Und dann gehen wir wieder zurück. Ach so, du war jetzt auch noch irgendwie Boss-Arena, ne? Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Machen wir jetzt hier die Boss-Arena? Oder gehen wir zurück? Weil wir müssen ja dort unten auch noch irgendwas machen, ne? Ist jetzt guter Rat teuer. Wir machen hier noch ein Safe-Game. Ich weiß jetzt nicht, was das hier für ein Kollege ist. Oder ob das vielleicht nur Nebelwand ist, wo man dann in die untere Ebene von dieser Stadt kommt. Aber das ist schon ein großes, ne? Das könnte halt wirklich Bossgegner sein. Nee. Gut, jetzt sind wir quasi unten in der Ebene. Wow, da kommt noch einer. Ach, da ist noch einer. Jetzt ist aber Highlife und Dosi hier. Ja, das war stark. Das war stark. Das war Skill pur. Geparried des Todes. Ich konnte ja nicht damit rechnen, dass jetzt 3 Gegner auf Ammo kommen. Da geht man so unbedarft in den Raum rein und direkt kriegt man den Arsch aufgerissen, ey.
hieß das? Mass of Souls. Mass of Souls 1. Habe ich jetzt auf Lade gedrückt oder nur auf Umbenenne? Ja, hab ich mir schon gedacht. Load. Er lebt hier noch. Ah, das ist ein Schild. Ich war schneller. Er wollte genau den gleichen Angriff machen, aber meiner hat mehr gefruchtet. So, wo ist jetzt das so, das Must Soul Ding da? Da hinten ist es. Da tut's rumlungere. Ist hier noch so eine? Ach so, ich glaube, wie ich den anderen vorhin gebacksteppt habe, da ist der 8 nicht kaputt gewesen, ne? So war der, glaube ich, 8, du hat noch so, ey, Fitzelche ist stehen geblieben. Oh, hier geht's hin. Aber hier konnte man irgendwie durchgehen, ne? Hier ging es auch raus. Jetzt halt wieder die Frage, was macht man jetzt hier wieder? Ich würde sagen, wir gehen zuerst mal die Treppe hoch und gucken mal, was die Ebene oben drüber ist. Jetzt könnte man hier wieder rumspringen. Ey, Alter, ey, mich regt das so auf, dass hier so dunkel ist, dass man ja nichts sieht, ey. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich jetzt rauskomme. Ob da jetzt irgendwann eine Sackgasse kommt oder was. Jetzt kann ich noch weiter hochgehen, ne? Aber wo kommen wir dann jetzt hier raus? Weil hier unten sind ja noch Items und alles, ne? Ah ne, hier geht's noch lang. Ah, okay. Riesenglut. Blut tut gut, sag ich mir. Ah! Also diese dunkle Gebiete hier, ne? Ich stresse mich wie Sau. Wir müssen im eigentlichen Run, müssen wir unbedingt, habe ich jetzt nämlich auch festgestellt, gibt's, ist geil, einen Sonnenmadenhelm.
Den kann ich mir aufsetzen und dann habe ich eine Taschenlampe auf dem Kopf. Wie so Grubehelme von früher. Das Ding brauchen wir. Müssen wir halt gucken, wenn wir das holen, wie risky das ist. Wo geht denn das Ding an, ne? Waren wir hier schon mal, ey? Ich hab keine Ahnung, ey. Ja, das ist komplett am Anfang, ne? Komplett am Anfang jetzt. War also der Eingang von dem Gebiet. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht so. Gibt's hier vielleicht irgendwo Treppchen oder so? Das Wasser haben wir ja abgelassen, wenn es jetzt noch irgendwo Lichtschalter gäbe. So sind wir hier hingegangen und uns so ein Item geschnappt, ne? Ja gut. Aber theoretisch müssen wir jetzt einfach auch wieder zurücklaufen, ne? Weil hier ist erstmal so, dass ich sah, nichts zu holen. Guck mal, aber die ganzen Geister sind dann jetzt irgendwie mit dem Wasser weggeschwommen oder was? So. War hier jetzt nicht irgendwo ein Aufzug oder wie war das? Was sind das eigentlich? Wo geht denn das hin? Ah doch, guck mal, hier ist noch ein Geist. Ja, da müsste ich hier aber wieder... Es ist halt ein bisschen... Es ist halt ein bisschen blöd und ungünstig, wenn ich das nur so sagen darf, dass geil, jetzt sind wir auch noch für nichts hingelaufen oder was. Außerdem habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Irgendwas war ungünstig. Irgendwie Item oder Truhe oder irgendwas. Nix. Ernsthaft. Sind wir hier runterkommen, oder? So hinten waren wir noch nicht, theoretisch. Ja gut, haben wir nichts verpasst. Okay, Ahnung, was ist das? Also, die Lader ergibt jetzt für mich erstmal überhaupt keinen Sinn, ne? Also richtig gar keine. Ja, ey, keine Ahnung, jetzt labe ich schon wieder dorthin, wo es vorher schon nichts zu holen gab.
In dem Turm war mal irgendwie auch ganz oben, da war alles erledigt, glaube ich. Jetzt könnten wir theoretisch hier rüber springen. Keine Ahnung, ob das jetzt was bringt, aber da hinten gibt es zumindest nur noch ein Item. Seltener Ring der Opferung. Aha. Was macht den besser als ein normaler Ring der Opferung? Keine Ahnung, was soll das? Eine Spinne runter. Wo landen wir? Ach so, jetzt sind wir hier. Wo ging das Ding jetzt noch hin? Ich kann mir sowas halt auch nicht behalten. Ah, so hoch zu dem anderen Collegio. Ja. Ich würde jetzt gern wieder einfach runter in diese dumme Halle. Warte, war das nicht, wenn ich in diesen Turm reingehe? Konnte ich da nicht mit dem Aufzug runterfahren? Falsche Richtung. Ach komm, wir gucken mal jetzt zum Entspannen, was dieser Superring der Opferung ist. Keine Verluste bei Tod. Fluchlösung, Ring bricht. Ach, die Fluchlesung kommt noch dabei. Hallo, hopp dann. So. Holen wir uns den Aufzug, dann fahren wir nochmal runter. So, hier geht's dorthin, dann gehen wir jetzt hier hoch. Hier müsste eigentlich alle Gegner weg sein. So, dann geht's hier in die Hallen, dann gehen wir hier in den Innenhof. So, das ist auch irgendwie ein Fall gewesen. Da war irgendwie auch Highlight und Dose dann irgendwann. Wupp, 618. Tschüss. So irgendwie einer runtergefallen. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich hier alles hin und her gerannt bin, um die Gegner auszuweichen. Was ist das da? Habe ich nicht aufgepasst, was ich umgesammelt habe. Ah, da hinten ist, glaube ich, noch mal so ein Ding. Sind du danach noch so ein paar von seinen Lakaien? Ah jo, da ist doch einer. Ach, da ist noch einer. Ja, geil. Komm du raus. Komm. Her du. Jawohl. Her du. Arschloch. Ja, das hat hier richtig gut funktioniert, ne? So langsam wäre vielleicht so, wie soll ich denn sagen, so Leuchtfeuer Animo ganz geil, ne? Aha, stark. Kann der durch die Wand? Ja, natürlich kann er durch die Wand. Ach, ja, klar. 10 Meter Zunge am Arsch, ey. Ja, jetzt haben wir nochmal richtig viel Flakos. Ich gehe jetzt hier mal runter. Ich glaube, es dauert so eine Minute, bis der Akku verliert. Alter, was eine Explosion!
Damit habe ich nicht gerechnet. Sag's, wie es ist. Ich hätte halt schon gern, dass der wieder zurückgeht in den Raum, damit ich dort ordentlich rein kann. Und, jetzt hat er die Akku verloren. Und dass ich dann um den drumherum schlawenzeln kann, ne? Alter, vorhin, wenn ich mein Schild hochgenommen habe, hat mich das wunderbar geschützt gehabt. So, unabhängig davon haben wir jetzt hier noch das dritte Masse-Dingsbums. Aha. Interessant, erzähl mir mehr. Grauer Brocken, ja gut, brauchen wir den. Okay, was ist das jetzt hier? Ich krieg nur die Kotzerei. Warum kann ich nicht aim vernünftig parry? Ach so, warte, wir müssen jetzt erst ins Menü. Dann können wir das auch noch mal kurz gucken, ob das noch irgendwas zu holen ist. Aber ich glaube, wir haben das jetzt. Ah, nee, das ist die erste, glaube ich noch, ne? Ich würde so gern Parry können. Ich würde so gern können, ey. Keine Ahnung. Ich habe manchmal, mache ich 5, 6 miteinander, gar kein Thema und dann klappt's wieder nicht. Keine Ahnung warum. Verrosteter Eisenring. Mhm. Ich müsste mal irgendwie gucken, wo ich die ganze Ringe herbekomme, die ich brauche. Oder was ich brauche, die ich gern hätte. Das ist vielleicht die bessere Formulierung. Der. Fuck. Geht doch. Ey, Alter. Der ist noch nicht aus der Animation raus. Du geht der schon aggro. Warum konnte ich jetzt... Ich habe 3 Mal auf Shift gedrückt und er hat nicht geparried. So manchmal verstehe ich das echt nicht. Und der war mein Ausdauerleist leer. Aber als ich geguckt habe, war sie voll. Dann jetzt? Der muss doch hier irgendwo sein, der Anerkollege. Ah, du ist er. Hier war doch noch so der Kokosnuss.
So, wo ist jetzt der andere Typi? War dann noch irgendwo einer? Du versteckelt er sich, ne? Das war aber nur einer, oder? War das zwei? Einer? Wow, Arschloch. Ich will doch nur Parry. Mehr will ich doch nicht. Ich will doch einfach nur Parry. So, jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Was konnte man machen, wenn man hier hochgeht? Seele haben wir gekriegt. Ja, ich glaube, sonst war hier nichts. Da hatte ich mich dann nur irgendwie verlaufen, ne? So, jetzt könnte man theoretisch noch gucken, was hier auf der anderen Seite jetzt nochmal war. Aufzug, der jetzt genau wohin fährt. Achso, der fährt quasi oben in dieses Anfangsgebiet, was man jetzt einfach nur gepflegt ignoriere. So, es müsste jetzt hier rechts rausgehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, hier konnten wir, warte, nicht irgendwo so ein... Oh. Ja, waschen die Hose. Eigentlich muss man ja sagen, dafür, dass die 1200 gäbe, sind die ja eigentlich auch so mehr oder weniger ein Witz, ne? Aber man sieht ja, ne? Die haben wir jetzt auch schon oft genug den Arsch aufgerissen. Also kann man so auch immer nicht sagen dann, ne? Ich, keine Ahnung, mit dem Parry ist eigentlich zu gefährlich. Da war da noch ein Spotter. Wo ist denn der eigentlich jetzt? Hä? Wo ist denn jetzt dieses Seele-Ding, Anne? Kann ich die Dinger kaputt schießen? Gehen jetzt die rote Pustel auch weg? Nein.
So, wo, wie, was war ich dann jetzt ewig hier gestoppt? Guck mal, hier konnte man noch irgendwas holen. Ja, das war die graue Brocke. Jetzt warte mal. Hey, ich bin noch ausgewischt. Noch ganze 12 Lächelchen, das ist natürlich ein Haufe Kram. Ne? Das ist natürlich ein Haufe Holz. Warte mal, ich bin ja jetzt ewig hier durchgegangen und da habe ich eben so kurz gedacht, ist das der Ausgang der? Hier unten. Ja. Ah, okay, alles klar. So, ist das jetzt hier Bossgegner-Time oder was? Also der Ausgang zu der Drache jetzt, ne? So, und hier machen wir 07. Machen wir jetzt erstmal Nebelwand und dann gucken wir, ob das in einen Bossgegner mündet oder nicht. Mit 2 Flaschen natürlich auch geil, Sach. Haben wir Bock drauf, klar. Jo. Ich meine, das führt jetzt zum Bossgegner. Mit 2 Flaschen. Und das ist, glaube ich, auch ein richtiger Assi-Bossgegner. Also, wo man halt einfach nämlich genau gar nichts sieht. Und da muss ich, glaube ich, hier irgendwie dann runterfallen lassen, oder wie ist das? Gehen wir du jetzt ganz runter? Wie ist denn das? Wie weit runter geht das? Ja, irgendwann wird schon Schluss sein, ne? Oder wie heißt... Ja, zum Beispiel hier, ne? Beenden, beenden. Also jetzt machen wir hier neues Save Game. Replace. Und dann nennen wir das in... Ich mache jetzt erstmal Boss, aber ich weiß jetzt nicht so genau, wie der heißt. Ich glaube, 4 Kings ist das, ne? Ist das 4 Kings? Ich glaube schon. 4 Kings. Ja, keine Ahnung, gucken wir. Hier. Lasse uns mal runterfallen und gucken mal, was passiert. Aber es ist nicht... Oh. Die Frage ist halt auch so ein bisschen, ob wir uns auch schon von der obersten Plattform runterfallen lassen können oder ob wir wirklich zu der untersten gehen müssen. Und es ist halt auch die Frage, wie viel Energie kriegen wir abgezogen von dem ganzen Shit hier, wenn wir runterfallen. Wenn überhaupt. Weil ich glaube, man kriegt gar keinen abgezogen. Jetzt weiß ich nicht. Nur das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt können wir ablegen. Wenn wir jetzt hier runterspringen. Ich habe das irgendwie so gedacht, man musste runterspringen und dann tut man den kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Aber das war wohl falsch. Müssen wir vielleicht am Ende von der Treppe runterspringen? Der eine Heinz hat mir ja auch irgendwas gegeben.
Das muss ja irgendwas sein, sonst würde ich schon nicht immer hier quasi wieder vor der Nebelwand landen, sondern ich habe hier das Safe Game replaced. Dann müsste ich ja eigentlich dort drin irgendwo landen. Ne? Und hier ist ja 8 Dings, also ich kann 8 nämlich zurück. Was hat denn der mir Gap gehabt? Schlüssel vielleicht, ne? Kunst des Entfahrens. Der stellt ein zerbrochener Steinanhänger stark verzaubert. Was macht der Shit? Ja, kann ich jetzt nicht so viel damit anfangen, wenn ich ehrlich bin. Schlüssel. Neulondo Ruinenschlüssel. Ja, okay. Siegel. Das haben wir ja wahrscheinlich. Ich kann jetzt natürlich noch von irgendeiner anderen Stelle runterhupsen, zum Beispiel hier oder so. Nö. Haben wir hier auf dem Weg runter irgendwas übersehen? Ich weiß nicht, ey, das ist jetzt wieder sowas. Das ärgert mich jetzt. Weil... Ich weiß jetzt auch nicht, was man hier machen muss, soll, kann, darf, wie auch immer. Dass man hier vielleicht von der bestimmten Plattform springen muss. Ja, wir gehen mal ans Ende der Treppe und springen am Ende der Treppe runter. Ich weiß halt jetzt echt nicht so genau, ne? Ende der Treppe wäre jetzt quasi... Guck mal, die zwei, die sind relativ nah aufeinander, ne? Vielleicht muss man einen von denen zwei nehmen. Jetzt könnte man theoretisch auch hier runterspringen, ne? Ey, keine Ahnung, was ich da jetzt machen muss. Da haben wir noch einen Versuch. Und dann muss ich Dr. Google. Eigentlich wäre das ein geiler Name für Google, ne? Dr. Naja. Oder Google. So, Load. Jetzt kurz vorm Ende der Treppe, ne? Da waren hier zwei Plattformen quasi sehr, sehr nah beieinander. Diese erste Plattform von unten hoch, die bin ich schon runtergesprungen. Aber die zweite, ja, weil hier ist überall so quasi relativ viel Treppe, bis so eine Plattform kommt, ne? Hier, so, jetzt wieder sehr, sehr viel Treppe. Ah, ne, guck, hier ist aber, ach, nicht so viel gewesen, ne?
Und da auch nicht so viel eigentlich. Ja, so kommen sie jetzt in kürzere Abstände. Und hier ist das Ende. So, und hier bin ich so quasi schon runtergesprungen. Und hier aber noch nicht. Jo, aber was solltest du das jetzt ändern? Naja, Google DS1 Four Kings. The boss actually consists of ja, hier ist ein Video. Gucken wir uns irgendwann mal an. Hoffentlich zeige die auch, wie sie hingegangen sind und nicht einfach nur, wie sie schon jede Boss kämpfen. Und der geht da rein und springt direkt runter. Muss ich da noch irgendwas Besonderes ausrüsten? Das habe ich ja auch schon ausprobiert. Das hat nämlich genau gar nicht funktioniert. Habe ich vielleicht irgendeine Ring oder was? Fluchtresistenz. Finsterringe verstärkt Wunder, verstärkt Wundsynergie. Jetzt Chance hier schon aufzufinden, Schutz absorbiert. Nee, also ringtechnisch habe ich da nichts am Start. Ist eine bestimmte Rüstung? Steht da was dazu, was man hier braucht? Leaders of bla bla bla, defeating. Was? Defeating the four kings is necessary to the plot and is also needed for those players wishing to join the Darkrace Covenant. In order to safely survive the abyss, all players must equip the Covenant of Artoris Ring. Wo kriege ich den Shit her? This ring allows its wearer to traverse the abyss just as Mesmer did. Acquired from, awarded after killing the Grey Wolf Sith. So, ja gut, dann, jo halt, ne? Wie hoch ist das hier? Machbar. Drache müsste hier wechseln. Das Schlimme ist, ich muss hier jetzt den ganzen Weg wieder dorthin laufen und ich weiß genau so viel, wie der Weg dorthin ist.
Hau ich ab. Da kommt aber, glaube ich, noch einer, ne? Ah. Schande davor als die Keule in die Hand genommen, ne? Aber jetzt könnten wir tatsächlich drauf gehen. Weil der guckt jetzt auch in die falsche Richtung, ne? Er könnte den aber vielleicht ein bisschen ablenken, ne? Ja, ist halt schon ein anderer Schnack mit der Keule, ne? 3 Schläge und hast du die wegoperiert. Hä? Das ist doch so eng an der Stelle, das wusste ich nicht mehr. Ist mir jetzt nur kurzzeitig das Herz ein bisschen in die Hose gerutscht, wenn ich ehrlich bin. Hatte mir eigentlich in dieser Höhle rechts das Item geholt. Wo ist die dann? Die muss doch hier irgendwo sein. Oh, Hauptmenschlichkeit, ja gut. Den Siskolech, den Wolf, da müssen wir uns irgendwie in die Finsterwurz irgendwas, aber ich weiß halt nicht mehr genau wo dort, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht mehr genau, wo wir dort lang müssen. Aber so Fürsteseele haben wir nicht, ne? Doch. Noch ein. Nee, ne? Naja, wenigstens haben wir Estus plus 1, ey. Ist ja Zeit war. Ist die Frage, man konnte dem hier... Oh, nicht warten muss, ich kann ja auch... No, I'm fine. I'm fine. Well and wide awake. Do not treat me like an old withering snake. Ich würde jetzt gern mit dem sprechen. Kann ich das? Reden. So. Ah! Ich glaube, also ich kann den füttere Gegenstand verkaufen. Könnte man dem Jungen was verkaufen. So irgendwelcher Schund, den man nicht braucht. Hier. Gut, ich meine, ist natürlich jetzt...
Aber dann haben wir dumm ein bisschen aufgeräumt. Den ganzen Shit brauchen wir ja eigentlich nicht. Larion. Ist halt schon so ein bisschen... Ich kann mich hier nur schwer von so Waffe und so trennen, ne? Egal ob ich die jetzt benutze oder nicht. Aber manche Sachen haben wir ja wirklich mehrfach. Ja, jetzt zum Beispiel rüstungstechnisch, da könnte man Ammo-Haufen verkaufen, einfach damit es mal Fakt wäre. Da muss ich auch nicht immer so lange suchen, wenn ich zu meine Sache will. Mag hier Sinn, dass das jetzt irgendwie dumm ist, aber am Ende des Tages ist mal wenigstens so ein bisschen aufgeräumt. Sind natürlich auch so ein bisschen Wucherpreise, kriege ich jetzt immer für alles 100, obwohl es die geilste Sache sind, die es gibt, so irgendwie. Ne, und es wird ja auch nicht weniger, ne? Guck dir mal den Balken dort links an. Ja, die Dinger haben wir ja an. Die wollen wir auch nicht verkaufen, Gott sei Dank haben wir die an. Dann können wir die ja nämlich auch nicht aus Versehen verkaufen. Das behalten wir mal, den Sack mal weg. Maske der Mutter. Bin ich mir nicht so sicher, ob man die vielleicht noch für irgendwas braucht. Havel, Steinrüstung, bleibt Beverdo, Paladin behalte ich Amo. Gargoyle ist irgendwie auch ganz geil. Der gibt 1000, den behalten wir vielleicht besser. Kann man vielleicht noch für irgendwas brauchen. Gut, der Silberritterkram wäre gut gegen Blitzschaden, ne? Jetzt haben wir aber die Hose schon verkauft. So, ist doch ein bisschen Luft. So, Ringe du mehr kennen verkaufen, obwohl man ja eigentlich die ganze Dinger du hier Wunder und Gedöns brauchen wir ja nicht, aber komm. Guck mal, du, den Kaktusschild. Den haben wir 8000 Mal. Warte mit. Wie oft kann man ein Schild haben? Standard war plus 15. Du könnt mehr Jomo. Guck mal hier. Was Preise, ne? 4000 habe ich für so ein Ding bezahlt und 50 gibt der mir zurück. Farewell. Pure Preise, ey. Waffe verstärken. Ist dann jetzt... Das kann ich bestimmt nur beim Schmied machen. Aufsteigen. Das können wir aber hier machen. So, Beweglichkeit. Sagen wir, Vitalität wollte man doch eigentlich 40 haben.
Dann müssen wir jetzt nur, also Vitalität kloppen wir jetzt auf 40 und fertig. So, dann teleportieren wir uns jetzt zum Gemeinde der Unten. Ich glaube, hier war der André, ne? Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt nicht vielleicht doch die Waffe auf plus 11 bekommen statt plus 10. Ausrüstung umwandeln. Was ist... Da warte ich jetzt erst mal kurz. Jetzt gucken wir mal. Oh, das kann ich hier. Die Drarezahn kann ich nicht. Da fehlt mir noch ein Drarestein. Was ist hier mit dieser kristallhelle Bade? Kleine Scherbe, habe ich nicht. Die macht natürlich auch brutal schade. Aber mein Claymore ist hier nicht, obwohl du gestanden hat, kann benutzt werden, um das auf plus 15 zu machen. Ne? Gegenstand kaufen, kleine Scherbe. Ich finde die Preise hier schon, also die sind schon happig irgendwie, wenn ich ehrlich bin. Hä, du hast doch was von kleiner Scherbe gestanden, jetzt steht du auf Emo grauer Brocke. Große Scherbe. Hä? Da hat doch ewig gestanden. Das war jetzt vielleicht alles ein bisschen dumm. Grauer Brocke brauchen wir hier. Ah ne, das war... warte mal, die Waffe... Ah, der Bogen kommt hier noch weiter unten, ne? Kompositbogen. Und jetzt bräuchten wir quasi noch... Dieser Kompositbogen... Ja, jetzt schwätzt nicht so viel. Den Kompositbogen, wenn man den jetzt hier ausrüste... Kann der die gleiche Pfeile schießen wie der Langbogen, oder wie ist das? Also jetzt hier zum Beispiel diese große Pfeile. Ja, geil. Dann probieren wir mal ein paar Seele, du den noch ein bisschen aufleveln. Das reicht nicht, ne? Also wir müssen, glaube ich, auf jeden Fall mal dieses neue Anor Londor müssen wir auf jeden Fall früher machen, würde ich sagen. Als noch kleine Scherbe. Ach so, da steht ja auch bis plus 5. Na gut, aber du weißt halt nie, wie viel man braucht für sowas. Kompositbogen. Plus 5. So, kann ich den jetzt umwandeln? Ja, mit einer großen Scherbe. Oh, keine Ahnung, machen wir jetzt einfach. Und jetzt braucht man aber quasi große Scherbe, um den Bogen weiter zu verbessern, ne? So, und die kristallhelle Bade,
Die könnten wir theoretisch noch weitermachen. Ausrüstung reparieren. Wie sieht's hier aus? 30. 10. 2. Wie sieht's hier aus? Oh. Gegenstand kaufen. Naja, die Hose bleibt dann halt kaputt. So. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes. Also am Montag, wie gesagt, bin ich nicht da. Da fällt der Stream aus. Ich würde dir jetzt sagen, wir machen es mal anders die Woche, aber das kann ich immer nicht versprechen. Das hängt immer von so vielen Faktoren ab. Von daher gehen wir jetzt erstmal von Samstag aus. Wenn wir jetzt zufällig doch zwischendurch was machen, umso besser. Aber Samstag ist jetzt das nächste Ziel. Übernächste Montag fällt auch wieder aus und dann müsste eigentlich auch wieder Samstag, Montag gehen. Dann gehen wir zum Wolf Sis, hole uns diesen Ring und dann gehen wir runter ins Abyss, wenn wir den Weg wieder finden. So einfach ist das. Gut, dann wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Sonntag, ein guter Start in die neue Woche und wir sehen uns dann am nächsten Samstag wieder. Bis dann. Ciao.